Frau Berg. Sagen Sie, Sie machen schon dicht für heute. Was heißt für heute? Für die nächsten 3 Wochen. Ich gehe in Urlaub. Ach. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal verreist? Ich meine für länger. Das weiß ich gar nicht so genau. Also das muss kurz vor oder kurz nach dem Krieg gewesen sein. Erster oder zweiter? Oh, danke für das Kompliment. Aber gerade Sie als Antiquitätenhändler sollten doch sicher im Schätzen sein. Aber ich schätze, Sie haben recht. Wissen Sie, so weite Reisen, die sind doch einfach viel zu strapaziös für eine etwas ältere Dame wie mich. Das ist ja das erste Mal, dass ich Sie vom Alter sprechen höre, Frau Dark. Und hoffentlich auch das letzte Mal. Alter beginnt ja nicht mit einer bestimmten Anzahl von Lebensjahren, sondern mit der Angst vor Änderungen. Machen Sie aber mal halblang. Ja, Änderungen sind schließlich mein Geschäft. Ja, Kleider. Gönnen Sie sich mal eine kleine Ortsveränderung. Tschüss, Frau Dark. Tschüss. Änderungsschneiderei Dark? Hallo, Mami. Du, Mami, ich habe eine Riesenbitte an dich. Du weißt doch, dass wir übers Wochenende ein paar Tage wegfahren wollten. Jetzt halte ich fest. Maxchen ist krank. Krank? So kurz vorm Urlaub? Du, das ist ja ganz was Neues. Ach, er will nicht essen? Du, da muss man sich ja ernste Sorgen machen. Auf, woher willst du denn nur wissen, dass das eine Magen- und Darmsache ist? War der Arzt denn schon da? Nein, der kommt später. Aber ich habe hier unseren medizinischen Hausfreund. Soll ich dir das mal vorlesen? Nee, hör mal auf. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wollt ihr beiden fahren ohne den Jungen. Und ich soll kommen und ihn wieder aufpäppeln. Ja, was denn mit eurer Haushälterin? Das ganze Personal haben wir doch schon in Urlaub geschickt. Mami, ich bin ganz allein hier. Mami, weißt du, du kommst her und machst dir hier eine schöne Zeit mit Maxchen. Das ist doch keine schwere Arbeit, nicht? Na, im Gegenteil. Du kannst dich richtig ein bisschen erholen. Von wegen erholen und schöne Tage machen. Du, ich habe mir hier gerade meine Prospekte geholt vom Reisebüro. Eine wunderschöne Reise und da werde ich mich bestimmt besser erholen als bei euch. Mami, wir schenken dir eine ganz tolle Reise, wenn du uns diesen Gefallen tust. Ihr braucht mir überhaupt nichts zu schenken. Natürlich komme ich. Aber nur wegen Max. Tschüss. Es ist doch immer dasselbe. Mensch, es ist nicht zu fassen. Wirklich schön, dass du da bist. Grüß dich, grüß dich. Mein Gerd. Ich freue mich also. So, ich will dir noch schnell die Bedienung der Alarmanlage erklären. Ach, Gerd, davon verstehe ich doch nur überhaupt nicht. Deshalb will ich es dir ja erklären. Aber ich will das lieber gar nicht erst wissen. Mutter, du solltest sie nicht immer den Neuen so verschließen. Du, die Hauptsache ist, ich kann die Tür verschließen. Ja, nun komm mal. Renate ist auch schon ganz gut. So, da sind wir. Ich dachte ja, es sei das Reisefieber, aber die Übelkeit ging und ging nicht weg. Und dauernd musste Maxchen zum Klo rennen. Wann kommt denn der Arzt? Erst wenn er mit seiner Sprechstunde fertig ist. Ja, ich möchte deiner Mutter mal eben die Bedienung der Alarmanlage erklären. Mal eben ist gut. So, erstens Hauptschalter. Gelbes Lämpchen heißt scharf. Das sind die verschiedenen Linien. Der Melder, der die Madonna sichert, ist immer scharf. Eine Bedingung der Versicherung. Ja? Ja. Hier, du kannst alles mit der Fernbedienung steuern. Die Vorhänge, das Licht und so weiter, etc., etc., USW. Ja? Es ist alles ganz einfach. Es ist, als ob du den Fernseher ein- und ausschaltest. Hier, diese Tasten, die äußeren Tasten, sind für die Hauselektronik. Und hier, die verdeckten, die inneren, die sind für die Alarmanlage.
Sag mal, gibt es eigentlich irgendetwas in diesem Haus, was ich ohne dieses Ding da bedienen kann? Den Mülleimer und die Toiletten. Noch. Also ihr seid nichts anderes als Maschinenstürmer und Fortschrittfeinde. Es ist alles ganz logisch. Hier zum Beispiel mit diesem Knopf schaltest du das Licht aus. Bitte. Und ein, natürlich. Siehst du. Ja, weißt aber, das ist alles so viel. So schnell kapiere ich das doch alles gar nicht. Warum machst du mir nicht einfach einen Zettel? Ja, hab ich ja. Er liegt in dem Schrank, den du mit der Fade-Repeat-Taste öffnen und schließen kannst. Ja, aber- Es kann doch nicht schaden, wenn du das mal ausprobierst. Zu Max jetzt. Nicht? Mein Maxchen, ich habe gehört, du hast heute noch gar nichts gegessen. Ich sag mal, wie hältst denn gerade du das aus? Kranke haben keinen Appetit, Omi. Weißt du das nicht? Ach ja, entschuldige, das habe ich ganz vergessen. Bist du denn nur auch traurig, dass du nicht mit ins Wochenende fahren kannst? Noch dazu, wo es ein verlängertes ist. Er ist ja so tapfer. Wir bringen dir auch was Schönes mit, nicht? Und du bist doch auch gern mit der Omi zusammen. Na, dann wollen wir mal erst mal Temperatur messen, nicht? Oh Gott, du, so doll scheint es aber gar nicht zu sein. Ja, gib mal Hier ist her. das Thermometer. Oh, ich sag jetzt schon mal Tschüss, ne? Und mach's gut. Und hat der Papi sich schon von dir verabschiedet? Ja, wir sind ja auch nur ein paar Tage weg. Und bis dahin bist du wieder ganz gesund, nicht? Na, ich weiß nicht. Also so eine Magen-Darm-Geschichte, die kann sich hinziehen. Und damit sie das nicht tut, wird jetzt erst mal eine Haferschleimtherapie angesetzt. Mund auf und 1000 Güldenkraut-Tee. Aber Omi, das ist doch so eklig bitter. Ja, aber sorg dafür, dass du ganz schnell wieder Appetit bekommst. Nicht? Wollen wir wetten? Nee, Omi, lieber nicht. Zeit, der Flieger wartet. Verdammte Hacke, du hast gesagt, das Haus ist leer. Blödsinn, ich habe nur gesagt, Sie fahren auf Urlaub. Und das tun Sie auch. Darum schleppen Sie doch auch die schweren Koffer zum Auto. Das kann aber auch eine ganz linke Nummer sein, um uns zu leimen. Du bist und bleibst ein Depp. Die wissen überhaupt nichts über uns. Die Alte ist sicher die Putzfrau und außerdem haben sie die Zeitung für eine Woche abbestellt. Vielleicht ist die Putzfrau Ausländerin und kann auch nicht richtig Deutsch. Du willst jetzt frech werden mit mir? Ja? Also wir warten jetzt die Sache ab und dann schlagen wir im richtigen Augenblick zu. Zuschlag ist Klasse 1. Was heißt hier Heinz? Bin der Chef, ne? Geht klar, Chef. Na, dann wollen wir mal, ne? Sag mal, was hast du denn mit dem Thermometer gemacht? Nichts, Omi. Nach dieser Messung bist du eine Viertelstunde durchgegart und vollkommen mausetot. Vielleicht, weil ich so lange im Mund hatte. Na, ich glaube eher, du hast da ein bisschen im Tee mit rumgerührt, nicht? So, und jetzt wird neu gemessen. Und da ich annehme, dass es doch sehr schlimm ist mit dir, habe ich beschlossen, in die Klinik zu fahren mit dir und dich auf Herz und Nieren untersuchen zu lassen. Sag mal, da. Ja, da tut's Aua, auch weh, ja, ne? aua. Weißt du, das ist der erste Magen-Darm-Trakt in Brusthöhe. Es tut auch weiter unten weh. Ach, ist dir nun das Herz in die Hose gerutscht? Omi, ich will nicht ins Krankenhaus. Keine Widerrede. Omi, ich bin nicht krank. Ach, nicht sowas. Du bist also gar nicht krank. Aber ich wäre es geworden, wenn ich mitgefahren wäre. Die gucken doch immer nur Kirchen und Museen und Heilige. Da wird man ja ganz bekloppt bei. Der Papa hat eine ganze Liste aufgestellt. Und ich habe dich immer für einen vernünftigen Jungen gehalten. Und anscheinend bist du das auch. Für mich wäre so ein Programm nämlich auch nichts. Außerdem bin ich ja wirklich ein bisschen krank. Was? Ich hab Husten. Ach, du hör aber auch. Ich bin nämlich ein bisschen verschnupft. Weil ich hier jetzt Kindermädchen spielen muss. Raus aus den Federn, du. Aber ganz schnell. Husch! Mund aus. Licht aus. Oder willst du, dass uns jemand sieht, hä? Aber dann sehe ich ja auch nichts mehr. Ist ja auch nicht notwendig. Ich kenne mich aus da.
Grundstück, da brennt ja auch Licht. Verdammter Mist. Da ist noch jemand in der Wohnung. Vielleicht immer noch die Putzfrau. Willst du mich verarschen, du Trottel? Doch nicht zu fassen. Nein, wieso funktioniert das blöde Ding denn nun nicht? Nee, was ist das denn? Das ist ja so schick, aber auch. Max! Guck. Siehst du denn nicht, dass du die falsche Fernbedienung hast? Hier ist die richtige für den Fernsehapparat. Und kann man damit auch vorlaute Enkels dumm schalten? Siehst du, ist doch jemand zu Hause. Wenn es die Automatik ist niemand zu Hause. Sei doch nicht so unwirsch. Ich habe heute überhaupt keine Lust, wirsch zu sein. Okay, Chef, ich geh mal klingeln. Ja, spinnst du? Wir rufen natürlich an. Hä? Du nix verstehen Deutsch, hä? Ach so, telefonieren. Siehst du, es ist doch ganz einfach. Ja, wenigstens das Wetter haben In wir fast nicht ganz gesehen. Deutschland schien heute die Sonne. Die Wolken über uns zogen überraschend schnell nach Osten ab. Die Ursache hierfür ein Hoch zwischen England und Frankreich. Omi, bist du ran? Sag bitte nichts der Mama. Du, aber lügen tue ich nicht. Nix von wegen Magen-Darm-Grippe. Aber Husten, das ist nicht gelungen. Tu doch nicht so, du kannst deine olle Oma doch nicht so leicht verkohlen. Ich sag ja nicht, dass es einfach ist. Aber versuchen wird's man ja noch mal dürfen. Du, sag mal, wie nimmt man das denn ab hier? Nee, das kann ich auch. So. Hallo? Hier Bdark? Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Ich hab doch den richtigen Knopf gedrückt, Max. Hier ist nicht Max, hier ist Benno. Ja, bist du denn wahnsinnig? Du kannst dich doch nicht einfach melden. Aber die hat einfach Max zu mir gesagt. Also ist noch jemand im Haus. Ja, klang wie eine ältere Dame. Wieso hat die einfach Max zu mir gesagt? Das frage ich mich auch. Sie hätte eigentlich Herr Armleuchter zu dir sagen sollen. Komm jetzt. Oh, Telefon. Wo steht denn das jetzt? Wo habe ich das denn hingelegt? Ach du lieber Himmel, das... Ach, da ist es, Gott sei Dank. Taste drücken, Taste drücken, Taste... Hallo, wer ist da bitte? Ach so, ihr seid's. Ja, habt ihr vorhin schon mal angerufen? Nicht? Seid ihr denn gut angekommen? Eben erst. Ja, nein, Maxchen geht es gut. Er hat nun doch nichts mit dem Magen. Warte, ich gebe ihn euch mal. Hallo Mama, ich habe nur ein bisschen Husten. Aber die Omi hat mir einen Tee gekocht. Der schmeckt vielleicht fies. Vergiss nicht zu sagen, dass deine Nase immer länger wird. Was? Nee, die Omi hat nur gesagt, dass ich mir die Nase putzen soll. Weil ich nämlich auch ein bisschen Schnupfen habe. Ja, tschüss Mama. Schöne Grüße an den Papa. Du bist vielleicht ein scheinheiliger Patron. Du komm ins Bett. Omi, stimmt es eigentlich, dass du bald 80 wirst? Aber Maxchen, man fragt eine Dame nicht nach ihrem Alter. Das war ja auch keine Frage, sondern eine Feststellung. Ich weiß ja, wie alt du bist. Papa sagt, ich verstehe nicht, wie die Oma mit 80 noch ihren Laden macht. Nur weil meine Tochter einen reichen Mann geheiratet hat, muss ich doch nicht aufhören mit der Arbeit. Das macht mir doch Freude. Und die Arbeit hält mich jung. Das hoffe ich wenigstens. Übrigens, wenn man weiß, wie alt eine Dame ist, macht man ihr ganz schnell ein Kompliment. Was ist das, ein Kompliment? Das ist eine nette Lüge. Wenn du jetzt eben zu mir gesagt hättest, Oma, du siehst aus wie 60, das wäre eine nette Lüge gewesen. Ich finde, du siehst aus wie 40. Nein, das ist keine nette Lüge mehr. Das ist eine plumpe Lüge.
Weißt du, was die Wahrheit ist, Omi? Ich finde echt klasse, dass du mich nicht verpfiffen hast. Daran merke ich, wie jung du noch bist. Danke, aber jetzt wollen wir mal ganz schnell ins Bett gehen, sonst sehen wir beide morgen alt aus. Nacht, mein Mäxchen. Nacht, Omi. Schlaf gut. Mäxchen, Licht. Ich mach einfach den Sirenenkasten platt. Blödsinn. Ich weiß, was besser ist. Au, Kacke! Nix wie weg! Ja, scheiß dich nicht an! Nein. Hallo? Hallo, ist das die Polizei? Ja, wir haben hier einen Alarm. Sie müssen sofort kommen. Ja. Oh Gott. Du verklicker mir doch mal, warum du so unvorsichtig warst. Wenn jetzt die Bullen kommen, ist Sense. Ganz im Gegenteil. Dann geht's erst richtig los. Chef, das kapier ich nicht. Brauchst du auch nicht. Hauptsache ich verstehe es. Ich bin nämlich der Chef. Und du nur der Assistent. Wir haben nichts gefunden, gute Frau. Vielleicht haben Sie ja was gesehen. Nee, aber gehört, die Alarmanlage. Vielleicht war es ein Fehlalarm, sowas soll es ja geben. Bei uns nicht, weil es eine ganz moderne Anlage ist. Du machst, dass du in die Haie kommst, du Nase, weißt du. Kollegen, wir sind weg. Oh Gott, das ist... Bitte 26-2 von Mickel kommen. 26-2 hört. 26-2, Karpfenteich 17, Einzelhaus, Alarmauslösung. Karpfenteich 17, Einzelhaus, Alarmauslösung. Wir kommen. Was soll ich denn noch tun? Das will ich Ihnen sagen, gute Frau. Sie schalten das Ding einfach ab. Na, wenn ich die Anlage abschalte, dann kann sie ja keinen Alarm mehr geben. Das ist ja auch der Sinn der Übung. Na, für mich ist das höchstens Unsinn. So, dann fragen Sie doch mal Ihre lieben Nachbarn. Und wir gleich eine Wachhund anschaffen. Also lieber die Sirene als das dauernde Gekläffe. Gute Frau, Sie ersparen doch nicht nur uns die ewige Rumkurverei, sondern vielleicht auch sich selber eine Anzeige wegen nächtlicher Ruhestörung. Sie halten also zu den Einbrechern oder wie? Es gibt hier keine Einbrecher. Ihre Alarmanlage ist im A defekt. Inspektor 3 Käse hoch. Gute Nacht. Ich sag ja, Polizei, dein Freund und Helfer. Komm, Mäxchen, jetzt müssen wir uns allein helfen. Was? Nein, jetzt stell ich es aber ab, alles Mistding. Komm, schnell. Was läuft jetzt? Nix mehr. Komm.
Heute haben wir genug gemacht. Wieso? Wir haben doch gar nichts gemacht. Eben. Morgen kommt der zweite Teil. Oh Mann, war das eine Nacht. Von wegen, du machst dir hier ein paar schöne Tage. Du kannst dich hier so gut erholen. Omi, warum sagst du eigentlich immer gute Butter? Gibt's auch schlechte? Nein, das ist so eine Redensart. Früher hatten wir nicht jeden Tag gute Butter. Da musste man schlechte essen. Nein, da hatte man Margarine. Hier, dein Frühstücksei. Das ist ja knochenhart. Du hast den Eierkocher falsch programmiert. Die Technik soll sich den Menschen unterordnen und nicht umgekehrt. So, und nun zeig ich dir mal, wie man richtig Eier kocht. Mit so viel Wasser? Also, ich habe keinen Fehler gefunden. Vielleicht haben Sie den Alarm selbst ausgelöst. Sie müssen die Bewegungsmelder außer Betrieb setzen, wenn Sie im Haus sind. Das haben wir doch gemacht, nicht Mäxchen? Klar doch, wir haben sie deaktiviert. Sehen Sie, wir sind ja schließlich nicht von gestern, nicht? Ja, was soll ich denn nun machen, wenn wieder sowas passiert? Tja, im Zweifelsfall abschalten. Also komplett deaktivieren. Na, und wenn nun gerade in dem Moment ein Einbrecher kommt? Ja, was würden Sie denn machen in so einem Fall? Ich habe einen Wachhund. Na ja, das ist vernünftig. Ein Wachhund ersetzt den Monteur, nicht? Na, wie ist? Wollen Sie noch eine schöne Tasse Bohnenkaffee? Nein, danke, der nächste Kunde wartet. Also, tschüss, denn. Omi, warum sagst du eigentlich immer Bohnenkaffee? Gibt's auch welchen aus Erbsen? Und warum sagst du immer deaktivieren statt abstellen? Weil das normal ist. Und für mich ist Bohnenkaffee eben normal, ne? Ich rede, du schweigst, klar? Klar, Heinz. Chef. Ja, bitte? Ja, Oberholzer, guten Tag, gnädige Frau, vom Kundendienst der Firma Nordalarm. Und das ist mein Kollege Gernrode. Sie haben ein Problem mit der Alarmanlage. Ich glaube eher, Sie haben ein Problem mit Ihrer Firma. Es war doch gerade ein Kollege von Ihnen hier. Ja, mit dem habe ich gerade per Funk gesprochen. Wir hatten unlängst einen ähnlichen Fall. Da hat sich die Alarmanlage immer wieder von selbst eingeschaltet. Und darum bin ich jetzt hier, um den Trigger auszuwechseln. Na ja, dann triggern Sie mal, bitte sehr. Ja. Geradeaus, ne? Ja, was haben wir denn da? Die muss ja ungeheuer wertvoll sein, wenn sie extra in der Vitrine steht. Ne? Okay. Aufgepasst, zugefasst. Gut, hau ab. Kümmere dich um die Sicherung. Das ist ein Separatormelder. Ja, den muss ich natürlich testen, nicht? Die Figur muss ja ungeheuer wertvoll sein, aber da hast du sicher überhaupt keine Ahnung davon, ne? Ich weiß mehr darüber als Sie. Worum wetten wir? Wetten? Ja, ich habe da einen Spannungsprüfer. Ne? Und da weißt du sofort, ob es spannend wird. Klasse! Ist praktisch schon meiner. Nein, du musst mir zuerst noch ein bisschen etwas über diese Puppe da erzählen, Kleiner. Ich heiße Max und ich bin nicht mehr klein. Okay, Max. Also diese Figur da hat so ein Typ geschnitzt. Der hieß Riemstein oder so. Da hat Papa gesagt, so vor 500 Jahren. Sie ist unglaublich teuer. Wie teuer? Das weiß ich nicht genau. Papa meint eine Dreiviertelmillion oder so. Ui. Deshalb hat Papa sie auch extra abgesichert. Und weil sie Glück bringt, sagt Mama. Ja, das ist ja toll, was du alles weißt. Kriege ich jetzt einen Spannungsprüfer? Nein, zeig mir zuerst noch einmal den Schalter, damit ich nicht extra suchen muss. Ja? Hier. Aber der Alarm ist noch ein paar Stunden an. Auch wenn man ihn ausschaltet. Ach
so, mit Zeitverzögerung. Ganz schlau. Das denn? Danke. Alles klar. Sauber. Seit wann stehst du auf löchrige Heilige? Seitdem ich weiß, dass die Puppe eine Dreiviertelmillion wert ist. Psst. Max? Max, kommst du mal eben? Ja, Omi? Sag mal, Max, wo habt ihr eigentlich eine Gießkanne? Ich hab das ganze Haus abgesucht. Auf dem Boden war ich. Da habe ich lauter kleine Gartenzwerge gefunden. Und mitten dazwischen mein Hochzeitsgeschenk für deine Eltern. Aber keine Gießkanne. Gießkanne? Ja, hör mal, was gibt's denn da zu lachen? Warte. Oh, Mann. Hier. Na und? Was ist? Zweiter Knopf von links oben. Oh Gott, du, das ist ja toll. Das ist ja großartig. Und wie kann man den Regen wieder abstellen? Zweiter Knopf von rechts oben. Du, das ist endlich mal eine vernünftige Funktion. Das ist ja ganz toll. So, tatsächlich, es kommt schnell. Warum verticken wir es nicht an Schnalle, wie immer? Weil die Madonna um eine Nummer zu groß ist für ihn. So groß nur auch wieder nicht. Passt zur Not in jeden Rucksack. Halt die Goschen einmal. Wir brauchen einen Dealer, der einen seriösen Eindruck macht. Verstehst? Klar, Chef. Aber der Laden sieht auch nicht so seriös aus. Du auch nicht. Also passt's. Schau an, der Herr Koschnick. Herr Blau. Lange nicht das Vergnügen gehabt. Womit kann ich dienen? Eine Auskunft möglicherweise. Machen Sie auch Schätzungen? Natürlich. Praktisch täglich. Ja, dann können Sie mir vielleicht sagen, was eine Figur von Riemenschneider wert ist. Ich müsste Sie sehen. Nein, ich meine einfach so frei geschätzt. Pi mal Daumen. Wir reden nicht zufällig von Tillmann Riemenschneider, dem Würzburger Herrgottschnitzer. Gibt's noch einen anderen? Kusch, natürlich meinen wir den. Also was kostet das? Gar nichts. Gar nichts ist ein bisschen wenig. Einen Riemenschneider kann man zufällig nicht mal ebenso einfach kaufen. Von einfach hat kein Mensch was gesagt und schon gar nicht von zufällig. Weil nämlich Riemenschneider auf dem Kunstmarkt zufällig so gut wie nicht gehandelt wird. Das heißt aber nicht, dass sich niemand dafür interessieren würde. Nein, weil ihn zufällig niemand anbietet. Ja, und wenn Sie jetzt so eine Figur angeboten bekämen, ich meine rein zufällig. Dann müsste ich sie zunächst sehr genau prüfen. Gut, angenommen, Sie haben dann festgestellt, dass die Figur zufällig echt ist, was dann? Bringt sie mir doch erst einmal. Wiedersehen. Omi, du hast doch schon gestern Teig gerührt. Ach, das war doch für uns beide so ein kleiner Kuchen. Jetzt musste ich doch einen größeren machen. Für unsere gestressten Nachbarn. Als Entschuldigung für die schlaflose Nacht. So, und nun muss er in den Ofen. Du, die Mutti nimmt aber immer die Mikrowelle. Ja, dann deaktivieren wir die mal. Aktivieren, Omi. Komm, ich zeig's dir. Hey. Oh nee, mein Junge, du lass mich mal 10 Minuten in Ruhe. Ich schaff das schon allein hier. Chef. Alles Paletti.
Ich habe das Telefonkabel durchgeschnitten und wir warten jetzt, bis das Licht aus ist. Ich glaube, die haben uns entdeckt. Blödsinn. Das sind ja nur die Automaten. Los. Mach nicht so einen Krach. Vom Guten zu reden geht die nie auf, Chef. Was suchst du mit Dietrich? Wieso macht denn Didi jetzt auch noch mit? Max, hörst du mich? Wach auf, Max. Ich glaube, da versucht jemand bei uns einzubrechen. Ach, Omi, das kann doch gar nicht sein. Da wäre doch schon längst die Alarmanlage losgegangen. Also ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr in eure Alarmanlage. Ich gucke jetzt selbst nach. Omi, warte, ich komme mit. Ja, aber vorsichtig. Psst. Du kommst. Komm. Oh Gott. Da ist wirklich wer. Dann rufe ich jetzt die Polizei. Ist gar kein Freizeichen. Ich nehme einen anderen Apparat. Ich passe jetzt lange auf. Aber vorsichtig. Chef, so geht das nicht. Ja, die Griffe. Alles müssen wir da allein machen. Schieb mich weg! Oh, ey, geil, Chef. So ein Schatz. Von uns die Gummihandschuhe. Max, alle Telefone haben keinen Strom. Dafür haben die jetzt welchen von mir bekommen. Ja. Komm schnell, Omi, komm mit. Jawohl. Du Trottel, hast die Gummihandschuhe vergessen. Hör mal. Hör mal. Weg da. Chef, zurück. Was soll ich machen? Erschreckt. Komm, pass auf. Jetzt kommt er noch einmal. Hier, Omi, mach du weiter, dass wir sie nicht vertreiben können. Ja, was soll ich denn noch machen? was vorbereiten. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen hier? Grüß mir die Sonne, grüß mir die Sonne. Oh Gott. Das war wohl ein bisschen zu kamikaze-mäßig, wa? Gott sei Dank ist er hin. Maxine, vielleicht haben wir sie vertrieben. Meinst du? Ja. Na bitte,
geht doch. Na bravo. Ich hab eine Idee. Echt? Ja, oder wollen wir, dass sie uns alle Türen kaputt machen? Komm, schnell. Halt! Vielleicht ist Strom drin. Quatsch, haben Sie doch selber gerade angepackt. Na, was ist? Scheiße, Chef. Da greifst du rein? Na, lass doch los! Geht nicht! Sekundenkleber. Ist doch wunderbar. Mit der angewachsenen Klinke kannst du die Tür aufmachen. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, das hast du davon. Bei dem er mit der Tür ins Haus fällst. Die Madonna ist weg. Scheiße. Was ist los? Die Madonna? Viel besser. Du Volltorte! Wir sind zum Arbeiten hier und nicht zum Fressen. Lass das musst du jetzt anders lösen. Hör auf, so cool. Es muss jetzt anders werden. Komm schnell, Omi, der hat eine echte Pistole. Nix. Nix. Okay. Ist mir jetzt auch egal. Mann, jetzt hab ich aber die Schnauze voll. Die Oma. Jetzt ist der Spaß zu Ende, Oma. Wir machen nämlich die Wallfahrt nicht umsonst. Wir wollen die Madonna sehen. Her damit. Nur über meine Leiche. Ja, wenn's nötig ist. Nicht, Omi. Wir geben sie ihm. Ich warne Sie. Die bringt nämlich Unglück, wenn sie in falschen Händen ist. Da ist bei uns keinerlei Gefahr. Neben Ihnen steht sie. Nimm's. So, Oma, vielen Dank. Und warum nicht gleich? Hä? Wir müssen euch aber leider noch etwas fesseln, der Haltermann. Oma, nimm Platz. Bitte, wenn das zu Ihren Geflogenheiten gehört. Okay. Es ist aber gleich vorbei. Oma, halt einmal das Ich? Ende. Ja. Umdrehen. Es ist ja gleich vorbei, aber zur Sicherheit ist das notwendig. Kleiner, du hast ja öfters schon Indianer gespielt, gell? Nein, eben nicht. Er ist nämlich krank. Was hat er denn? Er hat Klaustrophobie. Nehmen Sie hier in Acht, dass Sie nicht so dicht an ihn rankommen, sonst stecken Sie sich noch an. Oh. Ja, dann, Oma, dann gehen wir besser. Gib her. Vergelt's Gott, Oma. Und auf Wiedersehen. Besten Dank. Komm. Schau mal, wo ist denn das Magazin? Habe ich vergessen reinzutun. Nicht hauen, Chef. Von mir aus, weil heute Feiertag ist. Heute? Was denn für einer? Maria Empfängnis. Gib her.
Du, Omi, ich wusste gar nicht, dass du so viele Tricks auf Lager hast. Das habe ich bis heute auch nicht gewusst. Aber was sagen wir jetzt, Papa? Ich meine, wegen der Marienstatue. Oh, das lass mal meine Sorge sein. Hier wird jetzt erstmal klar Schiff gemacht. Aber müssen wir jetzt nicht die Polizei holen und die Ganoven outen? Oh, das lass mal, mein Junge. Die outen sich ganz allein. Da ist sie. Das ist also euer Riemenschneider. Ihr wisst natürlich, wofür dieser Künstler berühmt war. Hm? Für seine Figur. Richtig. Aber die waren geschnitzt aus Holz, Freunde. Gottes Willen. Aber die Türklinke, die würde mich interessieren. Jugendstil, nicht übel. Geht nicht ab. Heißt zwar Sekundenkleber, klebt aber schon seit Stunden. Tja, Freunde, dann kommen wir heute nicht ins Geschäft. Und raus. Mami, Papi, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was alles passiert ist. Hab ich dir nicht gesagt, Renate? Deine Mutter. Lass ihn doch erst mal ausreden. Was war denn, Mäxchen? Wir hatten einen Einbrecher. Meine Madonna. Was? Einbrecher? Wieso denn? Guten Tag, mein lieber Schwiegersohn. Da ist sie ja. Meine Süße. Na. Aber was ist denn nun eigentlich gestohlen worden? Mein Hochzeitsgeschenk für euch, obgleich ihr das doch so gut versteckt hattet. Ja, Mutter, wir dachten, wir haben Brauchst gedacht... keine Angst haben. Ich schenke euch bestimmt keine neue. Oh, Mami, du bist einfach klasse. Ich weiß gar nicht, wie sollen wir dir bloß danken? Oh, ich wüsste schon.